Ich muss vielleicht mal dufänken, mich bei all den anderen Parteien zu entschuldigen hier am Land, weil ich mir etwas furchtbar politisch unkorrekt ist. CSV, DP, Grüne, LSAP, sie sagen uns alle gut, dass das hier Sujet ist, über den wir nicht sollen diskutieren, Migrationspolitik. Da ist noch nicht viel wert. Und die wahrscheinlichste Ursache ist, dass sie nicht wollen, dass darüber geschwärzt wird, weil es sie arrangiert, dass nicht darüber geschwärzt wird. Wir sollen also nicht hier am Land diskutieren über ein Sujet, das Millionen Leute betrifft, wo Leute durch Länder gehen, wo man gesehen, dass Pickeschen droht abgeriecht wird, wo man gesehen, dass Grenzen an Europa abgeriecht gehen, wo man gesehen, dass so viele menschliche Schicksale damit verbunden sind, von denen Leute, die sich auf den Weg machen, so viele andere über verschiedene Länder, wo sie auch kommen, und wir sollen hier nicht darüber schwätzen. Das mal leid, liebe Kollegen von den anderen Parteien, wir fühlen uns als ADR an einer politischen Verantwortung, wo wir gerade über große politische Fragen auch wollen diskutieren und Stellung beziehen. Und zwar Boden von klaren, legalen Texten und an Ausübung einer politischen Verantwortung. Und die erste Verantwortung, wenn man in Europa halt guckt, das ist die muss sagen, dass die Leute, die kommen, mit auch ein Entgegenkommen muss behandeln. Das ist ja nicht den Leuten hier schuld, dass Europa nicht vorbereitet ist, dass Europa Sachen möchte nicht hätte sollen machen. An die Humanität, die Ethik, die man an ein paar Reden in der neuen Haus schon gehört haben, die muss ich auch applizieren. Es ist nie zu entschuldigen, dass Leute aufhängen, ob Asylantenheime Drohungen zu machen, dass es zu Gewalt kommt. Alles das sind Phänomene in Europa, die dann Eisen an nicht vergehen. Das heißt aber nicht, dass die nicht eine Politik muss kritisieren, die mit dazu beigetragen hat, dass so Phänomene in Europa gibt. Das ist eine andere Diskussion. Natürlich, von den Haut hier am Land, hier dann auch in anderen Ländern, dass die muss Politik mit Herz machen. Ist das richtig? Natürlich muss man Politik mit Herz machen. Wir können ja nicht unbewegt bleiben, wo Bilder, wo menschliche Schicksale, wo Hoffnungen, die Leute tun, die sich auf den Weg machen, auf die auch tags enttäuscht gehen. Aber Politik mit Herz kann aber nicht ersetzen eine Politik, die auf Vertragsfreiheit beruht, eine Politik, die mit Verstand gefeiert wird, eine Politik, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist. Das eine schließt das andere nicht aus, mehr Herz allein geht nicht durch, für eine Politik zu gestalten. Und die Leute, die hier am Blick die Decisionen holen, also, wenn eine andere Politik formuliert, wie Kritiken formuliert, den hat kein Herz. Aber das will man auch vorstellen, weil ich will noch kurz wieder ein bisschen so viel wert wichtig ist, nicht um das Herz zu denken. Das ist das Vertragsfreiheit. Wir haben einfach eine Legislation hier am Land, internationale Konventionen, die man sollte respektieren. Die Michael hat singeriert, packt das uns Wand gesagt. Das ist eigentlich stark, was wir müssen machen von Anfang an. Wir müssen die internationalen Konventionen anhalen. Und wir müssen mit klarer, mit Objektivität und mit Determination auch darauf anhalen, dass die Konventionen respektiert gehen. Ich kann an den 10 Minuten, die ich schon nicht auf Details eingehen, aber ich will aber sagen, dass der großen Teil, und das wird heute nicht bestritten, vielleicht bei weitem größten Teil von den Leuten, die wir am Blick an Europa kriegen, das sind keine Leute mehr, die individuell verfolgt sind und dadurch Recht auf Asyl haben. Es sind keine Leute meistens, sind auch dabei, und natürlich müssen die abgeholt gehen, aber es sind auch keine Leute automatisch mit die aus Konfliktsituationen fortlaufen. Mehr großen Teil sind Leute, die kommen an Europa, für sich eine neue Zukunft aufzubauen, an der Hoffnung nach einer besseren ökonomischen Zukunft für sich und ihre Kinder. Das kann ich nur vollziehen. Ich meine, wenn wir an einer Situation wären, wo große Armut oder wenn wir keine Perspektive gesehen, ging man das vielleicht auch machen. Aber es gibt dafür keine legale Grundlage. Es ist einfach, wenn man nicht legal guckt, eine illegale Abwanderung an Europa und es verursacht auf ein soziales System, auf den Arbeitsmarkt, auf die Schwachen an unserer Gesellschaft einen enormen Druck. Und wir müssen da als Politik sagen, das ist etwas, was wir nicht können akzeptieren. Wir können nicht einfach die Grenze abmachen, als Legislation vergessen und dann so machen, als könnte man als europäische Gesellschaften unbegrenzt Leute abholen, an denen eine bessere Zukunft gehen. Das können wir ja nicht packen. Los mal also gucken, was an der letzten Woche geschieht. Mir hatte gesagt, die Regierung justifiiert die aktuelle Politik mit der Politik vom Herz. Als das richtig, den Herr Asselborn hat an der Chambre das Woche gesagt, wie die das verfolgt tun, dass wir den Hauptgrund von der Immigration, die erste Justifikation, die genannt wird, als gerade die, dass man
durch Immigration eng demografisch Erneuerung an Europa kreieren. Dat Argument dat huet eis verwundert, weil de Michel Ziel wie Äner Hufe dro gesot, mün eng Politik, die kein natalistisch eng Regierung, die kein natalistisch Politik fëll, die als Familie net encouragéiert, ja, muss bald so diese decouragéiert wie Kanner zu hunn, die dann aber erkennt, dat man ein demografische Problem hunn, an da seht man für den demografische Problem zu lesen, braucht man Immigration. Mir als ADR so die einfach die besser Lesung als wann man dann ein demografische Problem hunn, wann man eng Erneuerung hunn, weil da soll das Regierung eng Politik für Familie machen hier am Land, und da braucht man nicht auf die Migration zurückzugreifen, sondern Männer auf jeden Fall für das Problem zu lösen. Die zweite Konsideration, das ist vom Verstand. Und du musst in der Heinz zweifeln, wenn ihn an unsere Medien lauscht, nur lauscht, guckt, was Politiker so sagen. Wenn da gesagt wird, wir schwätzen nicht von einer ewigen Grenze an, sich als für die Message, jeder kann kommen, dass jeder will kommen, wir setzen keine Grenze, weil man ja soi-disant eine humanitäre Verpflichtung hätte, für jeden abzuhören, was man nicht tun, aber was man auch nicht packen. Aber wenn man keine Grenzen aufhört, dann stehst du ja aber erstens auf praktische Probleme. Es möchte so viele Leute an der Welt Hoffnung, für an Europa zu kommen, eine Hoffnung, von der wir wissen, dass es nicht erfüllt gehen kann, das ist kein moralischer Approach. Aber für allem wissen wir ja aber alle gut, die Leute, die gesunde Menschenverstand tun, und sind ein Reiredner, die schon gesagt haben, dass Politik auch eine Übersetzung von gesundem Menschenverstand muss sein, da wissen wir ja, dass als Gesellschaften Grenzen stoßen. Die Grenze kann ich vielleicht nicht numerisch direkt festlegen, aber es gibt sie einfach. Es gibt an der Kapazität für Leute abzuholen, es gibt an den Sozialsystemen, es gibt am Logement. Der Michel Änner hat den Roy hat das ignoriert geschwärzt von den Problemen, die wir am Logement am Land tun. Das ist etwas Rares. Wo aus dem Punkt erreicht, wo wir auch nicht mehr wissen, wo wir zu gut die Leute in Asylstatut kriegt tun, können die niemand innerbringen. Auch das sind einfach objektiv Grenzen. Dann muss man uns doch bewusst sein, dass die richtige Message eben nicht kann die sinn, dat jedereen kann opgeholt gin an Europa an dat man muss wo Grenze schwätzen. An der dritt als Verantwortung an der Politik. Verantwortung wann ihr gesagt, wat mat dem Europa geschieht am Blick, dann muss ich sich da vorstellen, die europäische Konstruktion, die an den letzten Jahrzehnten gelegt ging, die eure Friedensprojekt war, geht nicht eben just vorbereitet durch falsche Akzente an der Immigrationspolitik. Europa, wo noch nie so zerrass wie der Blick ist. Zukunft der Europäischen Union, wo noch nie so vor, wie sie am Blick ist. Das tut eine Reihe Ursachen, die Euro-Krise als eng von denen, die institutionell Fragen als eine andere Konsideration, der Brexit oder andere Länder, die eventuell daran denken, aus der Europäischen Union rauszutreten, mit den direkten Auslöser von der Krise. Das wird am Blick am meisten Probleme verursacht. Der Pickeschen droht, Schiffsverbindungen zwischen Ländern, die erbracht gehen. Zeiten, wo kein Zug mehr gefahren ist zwischen Österreich und Deutschland. Situationen, wo Länder Flüchtlinge an Busse setzen, sie nur durch ihr Land feiern, wie das kennen sie gesagt, und sie in der nächsten Grenze raussetzen. Das ist eine europäische Realität, wie wir sie nicht wollen, oder wie wir sie jahrzehntelang nicht kann tun. Also es geschieht durch eine Falschpolitik. Eine Politik, die sich rhetorisch als eine Politik vom großen Herz bezeichnet, Hoffnungen enttäuscht, Grenzen abricht, als Gesellschaften und Grenzen von ihrer Kapazitäten feiert, und sich dazu beiträgt, dass das Europa, was wir als Lützburger brauchen, für uns aus der Nähe fällt, und das soll dann eine Politik sein, die wir gut heischen. Wir holen uns als ADR auf jeden Fall das Recht raus, über Migrationspolitik zu schwätzen, aber wir können nicht mitmachen, was die anderen von uns erwarten, nämlich einfach den Mund zu halten und nur zu gucken, weil das sie politisch arrangiert. Wir stellen die Politik auf froh, und wir sagen den Leuten auch, hey, gibt es eine Alternative für so viele andere Bereiche von der Politik, und die Alternative ist wählt die Parteien, die so gerne zusammenhalten, CSV oder Gambia, wählt die an die Behalt die Politik oder gibt er Stimme der ADR, dann tut auch eine Politik mit Herz, eine Politik mit Herz, mit Verstand, mit Verantwortungsgefühl und am Respekt von den Verträgen. Das gibt mir mehr.
Also Freund Jean Asselborn auch aus dem Süden, das überhaupt nicht Thai. Der möchte eine Politik, weil die gerne möchte, dass die von seinem deutschen Freund, dem Herr Franz-Walter Steinmeier, und von der Madame Merkel, möchte das matt. Und dann möchte so hier am Land, als wäre das nach Majorität in Europa, die so ging denken. Als wäre das eigentlich der einzig richtige Weg. Und er probiert da hier am Land zu verkaufen, wie man so DAX kennen in unserer Politik, dass keine Alternative ging. Mit das, was Herr Asselborn predigt, haut hier am Land, was den Eis als Normalität durchstellt, das ist nach Position von einer kleinen Minorität von europäischen Staaten. Das ist nach die Deutschen, gucken wir mal, wie die Noven das nur die Wahlen, das ist nach Belgien, das ist nach Holland, zu einem aber mit kleinen Teil, und das sind wir. Das ist Koalition Asselborn. Bis den Novent. Und da gucken wir nach ein Kehr, wie viele Länder auf der Linie sind. Das ist aber nicht eine Linie, die in Europa nach majoritätsfähig ist. Weil alle Menschen in der Zwischenzeit Löser kennt, ein Land um anderen, das nicht kann so viel gehen. Wir haben also eine Politik, die ein Modell, eine Regierung, die an einem Modell festhält, dass ein Auto will verkaufen, das nicht geht, wo die Karosserie rasch ist, als Schweizer nicht von der Steuerreue, das hast du schon gemerkt, mit ein Auto, das nicht fährt, und die soll man ranklammen, wohin in Zukunft soll den als feiern. Wir haben, wenn wir mal gucken, was an den nächsten, ich kann noch nicht Prophet spielen, weil ich sehe keinen. Lass mal einfach mal gucken, was an den nächsten Wochen geschieht. Wir liefern uns der Türkei aus, weil die deutsche Bundeskanzlerin mir politisch überleben kämpft. Mach mal Tiere von der Europäischen Union ab für ein Land, das so man europäisch Werte hat, wie es nicht mehr geht. Es ist schon nicht, wie das man nicht falsch verstehen gehen, gegen die türkische Leute. Es ist schon Respekt für dem Land, weil es hat auch eine große Geschichte mit allem Positiven und auch dem vielen Negativen, was an der Geschichte gibt. Wir sind nicht anti-türkisch per se. Wir kritisieren aber die Rolle von der Türkei an Europa. Wir kritisieren eine militärische Besetzung von Nordzypern. Wir kritisieren Menschenrechtsverletzungen an der Türkei, drop an der wieder. Wir kritisieren militärische Angriffe aus Syrien, die Türkei möchte. Doofschießen wo russische Flieger. Leben, wo Passeuren die Leute von der Türkei an Griechenland rüberbringen. An der Summe, man die sieht gut, da kommt die Europäische Union, weil der Herr Asselborn dazu will. Nee. Wir sind nicht bereit, als RDR auf die Weg mitzugehen, wo wir eine Flüchtlingskrise, die wir nicht verursacht haben, wir andere, an die noch hoffen, sich können zu retten, dadurch, dass sie den Deal mit der Türkei machen. Wir werden nie falsche Weg durch einen anderen falschen Weg probieren zu reparieren, weil wir nur 2 Fehler und nicht repariert. Eine andere Sache, Lampedusa. Da man das die Krise auch emotional umgegangen für eine paar Monate. Und wir hatten ja die Bilder, schreckliche Bilder, wo Leute am Mittelmeer erdrungen sind, weil sie von Nordafrika rüberkommen sind, ihr die Balkanroute, ihr mit Griechenland angefangen hat, dass sie probiert haben, sich zu retten oder an Europa zu kommen, über den Seeweg, mit Passeuren, mit schrecklichen Booten, sie sind erdrungen zu einem gewissen Prozentsatz, sie sind an Italien angekommen und dann sind sie an anderen europäischen Ländern gegangen. Wir riskieren, dass das nicht auffängt, weil die Balkanroute auch so ist. Und sie werden einer wehr sicher, solange die Message von einer Reihe von europäischen Ländern nicht den ist, dass die Politik abhört. Was geschieht, wenn sie an Italien kommen oder über Spanien? Die Franzosen haben schon gesagt, wir haben so viel geholt, wir holen keinen mehr. Aber da gehen sie wahrscheinlich auch durch Italien, durch Frankreich, immer die paar Länder gefeiert, die noch so, sie gingen da abholen, dazu gehören wir auch. Auch das ist eine Politik, die natürlich langfristig nicht gehen kann. Und die Messagen, die Herr Asselborn los sieht, wir haben uns engagiert, ich kann noch nicht als Zeitgründe überragen, ob die Relokalisierung von Leuten an Europa, wir haben da bis 30 geholfen, 751, die wir versprochen haben, wir müssen also nach 721 holen, das Jahr und noch nächstes Jahr. Das ist eigentlich eine Politik, die auch ein Signal setzt von einer politischen Situation, die schon lange nicht mehr gibt. Wir haben heute, was immer März 2016,
an den Asselborn Welt hat sich geändert. Und er vertritt nach dieselbe Theorie wie Oktober 2015, während er 6 Monate rundherum Europa löserlos zu Summe bricht, der pikischen droht wies, Leute sich desolidarisiere Regierungen Fälle sehen, an den vertritt nach dieselbe Linie, aber das ist ein Mann, der steht wenigstens zu seinen Fehler und behält sie nach Monaten lang bei. Das Problem ist, dass wir die Rechnung bezahlen, aber wir sind nicht bereit, und auch die Leute, die kommen, bezahlen die Rechnung, weil denen holen wir ja die Chance auf eine Zukunft, auf eine Perspektive für eine Zukunft. Was geschieht mit Europa? Irgendwie habe ich das Gefühl, aber ich kann es nicht beweisen. Wir schwätzen an einem Jahr noch ein drüber. Das wollen wir nicht grundsätzlich als Politik ändern, dass wir aber das machen, was die Australier machen. Die haben eine Situation, dass sie Kehrer lassen. Sie bringen Saläre außerhalb von Australien, da gehen dann die Fälle geguckt. Die keinen Asylgrund tun, die gehen zurückgefeiert an hier Länder, die einen Asylgrund tun, die können ran an Australien. Wahrscheinlich gehen es mengen, irgendwie nie geht Europa vielleicht auch auf die Weg. Aber was sonst mit Europa geschieht, wir wissen es nicht. Wir wollen auf jeden Fall nicht als RDR. Dass die Europäische Union, die wir brauchen sie, aus vielen Gründen, dass die zusammenbricht durch die falsche Politik. Wir brauchen Obbegrenzen, weil wir exportieren bald alles, was wir hier im Land produzieren, auch am Finanzsektor. Wir brauchen, und wir hätten gerne Obbegrenzen, dass wir können reisen, dass die Leute, die bei uns arbeiten, können rankommen. Wir hätten gerne Obbegrenzen, wir halten uns denen fest. Wir sollen aber auch immer dabei Obbegrenzen wie die eierlichen Leute, weil da kommen noch nur die Leute über die Grenze, die wir vielleicht nicht wollen, hier am Land tun. Und der Realismus, wie die Leute, die wirklich den Wert von Europa für uns Gesellschaft erkennen, realisieren, wie wichtig das Europa für uns ist. Das sind auch die, wie wir die sagen, dass wir nicht akzeptieren, dass mit der Europäischen Union, mit den Akien, von denen wir aufhängen, so gespielt wird wie in der Asselborn als eine Regierung, da wir Blick machen. Ich will noch Evolution über meine Freunde der CSV. CSV ist am Gangen, einen Weg zu sichern, den sie nicht tut. Sie ist im Gang, sich zu orientieren auf einen Kompass, den sie nicht lesen kann. Und sie hat wenigstens eine Tradition dort dran. Weil an der letzten Regierung schon, da war CSV noch mal dran, mit der LSAP zusammen. Da hat man ja schon ein riesiges Problem an der Asylpolitik. Wir hatten auch damals schon eine illegale Abwanderung vom Balkan. Wir hatten noch damals Bussen, wo die Polizei genau weiß, wie ja wo sie kommen, die Leute aus dem Kosovo brucht und die heute an die Prozedur durchlaufen. Sie sind da noch zurückgeschickt worden, dann haben sie da einen anderen paar Bayern gekriegt, da sind sie zurückgekommen. Der Minister Schmidt hat das treffend ausgedrückt, Asyltourismus. Die Regierung wusste das genau. Mit das jahrelang nichts geschieht. Nichts. Wir haben kein Visa angefeiert für den Balkan. Wir haben das einfach laufen gelassen. Wir nicht als ADR, wir haben das nicht gemerkt. Mit der Regierung CSV, LSAP hat das einfach akzeptiert. Ich weiß nicht, wie weit hat sie gefragt, Leute wären vielleicht nicht zufrieden. Ich weiß nicht, wer sie gefragt hat. Wir sind jahrelang nichts gemerkt. CSV. Sie hat also immerhin den historischen Merit, dafür zu stehen, nichts zu machen. Dann hat haut die Situation, dass sie aber merkt, weil das ja eine große Partei, dass am Land nicht jeder zufrieden ist mit der Migrationspolitik, wie sie am Blick gefeiert ist. Also sie fängt an, Fragen zu stellen, nicht Lesungen zu proposieren. An der Chambre stellt sie parlamentarisch Fragen. Und an diesen Fragen stellt sie die wichtigsten Punkte an der Entwicklungspolitik haut. Mengt die Regierung, es wäre besser, wenn wir gegen die Ursachen von den Konflikten an der Welt behirven. Die Regierung sagt, ja, mir auch. Mengt die Regierung, dass es gut wäre, Entwicklungshilfe an die Länder zu gehen, wo die Refugien hier kommen, und die Regierung sagt, ja. Da hat das Problem aber nicht gelöst. Und es ging Jahrzehnte dauern, mit dem System, bis irgendeine Wirkung irgendwo in einem Land wäre, wird dann ging das Land so verbessern, dass die Idee für in Europa zu kommen nicht mehr ging abkommen. Es geht nicht nur Fragen zu stellen.
wie CSV lo mëcht, et muss Lesungen proposieren. muss de Courage wie de Leiit so ha mir machen dat do, weil so wie der ma Blick lebt, geht et net vir mir packen het net a mir gin falsch Hoffnungen de Leiit a mir zersteieren die Europäische Union, die man ja verbrauchen as de Gründe, die man genannt hun. Die Realität als immer méi. Hasselborn nennt an der Kommissionssitzungen an der Chamber, das net weis, das genauso mat de Bussen aus dem Balkan wofir run. He se da is an der Kommissionssitzungen, ma do bezzule Leiit zu Algier 60 €, ze kreen nummer der Flieger ze fleen op Istanbul, a von Istanbul kommen ze als Refugier Griechenland. Dat das trut hin. Die Leiit fëssen dat. Me machen seppes, sie so en Eis, mir muss eng Politik mat herzen an die Leiit opholen. Als dat Politik mat Herz van man Leiit opholen, die zu Algier 60 € bezöllen an der Fliegerklammen op Istanbul fleen an dann sech ma Schëf River setze losen. Fi mech ass dat kein Politik mat Herz, mir Männer als zu Komplize wo passeuren, a mir Männer als zu Komplize vun enger illegaler Immigration, die schlussendlich dene Länder auch schuld, wo die Leiit hier kommen, weil do fehlen se wie Länder mat opbauen, do fehlen se wie egen Ökonomie zu stärken, do fehlen se an ha hun se kein Zukunft. Nach vielleicht Wort für Partei CSV. Und da kommen wir auf den Höchstpunkt von unserem Kongress, dem Gast geriert. Das Käfen als hungrig, Gast, bis du geschwert hast. Nach Wort. Und da das dem Herrn Moser geriert an der Chambre von dieser Woche. Das war ein gut Triert, ein ganz gut Triert. Sie hat aber nicht gesagt. Das wie so dacks engiert, die gut klingt an neicht seht. Weil auch den Herr Moser net probiert als engagiert so nicht, dass ein Gutreet gewesen, net probiert an der Riert sich als CSV-Politiker sich schon RDR-Positionen runzuschleichen. Bis lo wo CSV resolut für den Beitritt von der Türkei bei der Europäischen Union. Den Herr Engel an Herr Juncker, Madame Reding, die sind über all die Jahren von der Sahara und Türkei gehört an die Europäische Union. Den Herr Moser, den hat schon ein bisschen zurückgeschaut. Und das Problem ist, wir wissen nicht, wie viele Leute aus einer Partei mit ihm d'accord sind, weil bis heute hat CSV immer etwas gesagt. Den Herr Moser fängt an, leicht bei Positionen zu kommen. An den Refugien hat Herr Moser angefangen, vorzustellen von den Refugieökonomik. Stellt sich die Frau an der Chambre und wissen nicht, wie viele Leute aus einer Partei mit ihm d'accord sind. Mir etwas will ich so. An dieser ganzen Diskussion, an guckt die Geschichte von der CSV, guckt, wie sie sich positionieren oder nicht positionieren, die Vatioren, guckt, dass die eng Position vertreten an der Partei, an die anderen einer. CSV hat es bis heute nicht fertig gebracht. Ein klar, zuverlässig, politisch Linie, an der dort zu froh, an der dort froh zu definieren, an andere Frauen auch nicht. Aber mir der CSV war klar so, und da man da schwätzt, da soll das wohl wen da sieht, wir brauchen zuverlässig Leute, mit denen wir schaffen, an nicht das do. Ich so nicht mehr.